Willkommen bei Company of Heroes. Company of Heroes ist ein Echtzeitstrategiespiel, das seine Schwerpunkte auf Kämpfe, die Einnahme von strategisch wichtigen Punkten und ihre Führungsqualitäten legt. Willkommen beim Grundlagentraining. Diese Übung zeigt Ihnen, wie Sie Einheiten auswählen, die Kamera steuern und grundlegende Befehle erteilen. Während des Spiels erhalten Sie Missionsziele, die Sie erfüllen müssen. Hier ein Beispiel. Sie können Ihre Missionsziele auf der linken Seite des Bildschirms sehen. Bewegen Sie den Mauspfeil über das Missionszielsymbol, um seine Beschreibung aufzurufen. Probieren Sie es nun aus und bewegen Sie den... Gut. Wenn das Missionsziel außerhalb des Bildschirms liegt, weist ein Pfeil in seine Richtung. Während des Trainings bleiben die Beschreibung und der Richtungspfeil auf dem Bildschirm. Gut. Widmen wir uns jetzt der Auswahl von Einheiten. Dies ist eine Schützengruppe, die einfachste Infanterieeinheit. Über der Einheit sehen Sie das Symbol der Schützengruppe und deren Gesundheitsanzeige. Bei Company of Heroes erteilen Sie Ihre Befehle immer ganzen Gruppen und nie einzelnen Soldaten. Eine Gruppe muss ausgewählt werden, bevor Sie Ihre Befehle geben können. Links klicken Sie auf die Schützengruppe, um diese auszuwählen. Feuertrupp, herhören! Gut, dass die Einheit erfolgreich ausgewählt wurde, erkennen Sie an dem Kreis, der sie nun umgibt. Ausgewählte Einheiten werden in der Auswahlleiste angezeigt, die sich in der Mitte der Kommandoleiste befindet. Sie können über die Kommandoleiste rechts auf die Fähigkeiten Ihrer einzelnen Einheiten zugreifen. Die Minikarte befindet sich auf der linken Seite der Kommandoleiste. Sie ermöglicht es Ihnen, das gesamte Schlachtfeld im Auge zu behalten. Um weitere Informationen über die Objekte auf der Kommandoleiste einzublenden, müssen Sie einfach nur den Mauspfeil darüber bewegen. Hier ist ein Pioniertrupp. Sie können mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen, wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten und ein Auswahlkästchen über die gewünschten Einheiten ziehen. Gibt's was zu tun? Ausgezeichnet. Sie können beide Einheiten in der Auswahlleiste der Kommandoleiste sehen. Mit der Tab-Taste können Sie durch die ausgewählten Einheiten wechseln. Außerdem können Sie die gewünschte Einheit direkt anwählen, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol der Einheit klicken. Versuchen Sie zur Schützengruppe zu wechseln. Gut. Sie können jetzt dieser Einheit über die Kommandoleiste Befehle erteilen oder Ihre speziellen Fähigkeiten einsetzen. Klicken Sie auf das Gruppenauswahlsymbol, um wieder zur Gruppenauswahl zurückzukehren. Gut. Unsere Pioniere werden an einem anderen Ort abgesetzt. Widmen wir uns nun der Bewegung von Einheiten. Alle grundlegenden Befehle in Company of Heroes werden mit der rechten Maustaste erteilt. Um Ihrer Schützengruppe einen Bewegungsbefehl zu erteilen, müssen Sie nur auf die gewünschte Zielperson rechts klicken. Geben Sie uns nur den Befehl. Gut. Wie erledigt. Um Einheiten, die sich außerhalb Ihres Sichtfelds bewegt haben, weiterhin sehen zu können, müssen Sie die Kamera bewegen. Wenn Sie den Mauspfeil zum Bildschirmrand bewegen, bewegt sich auch die Kamera in diese Richtung. Versuchen Sie nun, die Kamera nach links zu bewegen. Bewegen Sie nun die Kamera in die Richtung, die Ihnen vom Missionszielpfeil angezeigt wird. Bis ausgezeichnet. Erteilen Sie nun Ihrer Gruppe den Befehl, sich dorthin... Bewegung, Männer. Denkt an die Abstände. Gut. Gut, die Grundfunktionen haben Sie also verstanden. Links klicken Sie, um Einheiten auszuwählen. Rechts klicken Sie, um grundlegende Befehle zu erteilen. Bei Company of Heroes können Sie die Kamera drehen, um mehr vom Schlachtfeld zu sehen. Halten Sie dazu die Alt-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und bewegen Sie dabei die Maus, um den Blickwinkel der Kamera zu verändern. Probieren Sie es bitte jetzt aus. Das war's. Um die Kamera in ihre Ursprungsposition zurückzusetzen, drücken Sie bitte zweimal auf die Rücktaste. Ausgezeichnet. Mit dem Mausrad können Sie die Ansicht...
Fantastisch. Durch Drücken der Rücktaste können Sie die Kamera wie den Company of Heroes lässt sich am besten mit der voreingestellten Kameraposition spielen. Machen wir weiter. Erteilen Sie einen Marschbefehl zu der auf der Straße markierten Position. Während Ihre Männer vorrücken, wird Ihnen mehr und mehr von dem Sie umgebenden Terrain angezeigt. Dies nennt man Nebel des Krieges. Ihre Einheiten können immer nur das sehen, was sich in ihrer direkten Umgebung befindet. Sehr gut. Ihre Einheit ist nun in Position. Auf der linken Seite ist ein Ereignishinweis aufgetaucht, der Sie davon in Kenntnis setzt, dass Feinde gesichtet wurden. Klicken Sie auf den Ereignishinweis oder drücken Sie die Leertaste, um die Kamera über dem Ereignis auszurichten. Eine Patrouille der Achsenmächte rückt vor und versucht, unsere Siegmarke einzunehmen. Wie Sie sicherlich sehen, werden die gegnerischen Einheiten rot dargestellt. Ihre Einheiten sind blau. Zum Angriff rechts klicken Sie auf die feindlichen Einheiten. Waffen bereit. Sobald das Ziel in Reichweite ist. Wenn Sie den Mauspfeil über gegnerische Einheiten bewegen, verwandelt sich dieser in den Angriffsmauspfeil. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Und im Regen hast du ja wohl schon mal gesehen. Gut gemacht. Erobern wir nun diese strategisch wichtige Wegmarke zurück. Rechts klicken Sie auf diese Wegmarke, damit Ihre Einheit mit der Eroberung... Bewegen Sie den Mauspfeil über strategisch wichtige Wegmarken. So wird dieser zum Eroberungsmauspfeil. Ausgezeichnet. Damit haben wir das Grundlagentraining abgeschlossen. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie Einheiten bewegen, mit der rechten Maustaste grundlegende Befehle erteilen und die Kamera bewegen. Klicken Sie auf Fortsetzen, um zum Stützpunkt zurückzukehren.